Dominik, Ja, geht los. Das ist alles so hier, ne? Ja. Alter. Oh, Spinnenweben. Guck mal, die Bretter lagen schon vor 20 Jahren hier, oder? Das ist gelogen. Boah, alter Vater, ey. So, Jungs. Aber das Nummernschild war schon immer hier. Das Geräusch, kennt ihr es noch? Ja. Der stetig. Alter, der Indianerkopf hier von meinem Vater! Was? Alter, wie geil ist das denn? Boah, meine Mutter fand ihn so hässlich, die wollte ihn nur mal loswerden. Der steht hier! Und hier haben wir, wie lange haben wir geprobt? 6 Stunden am Tag? Ja, genau. Nachdem wir hier raus waren, hat dann hier meine Mutter hier Blumengestecke gemacht. Das bietet sich ja auch an. Ja. Klar. Eigentlich müsste man sich einmal so auf den Boden so und einmal... Nee, boah. Aber irgendwann hat es. Fotos, Boah. Videos, alte Tonaufnahmen hier. Minidisc. Oh. Ich hätte nicht gedacht, dass sie noch klappt. Fabian Kraus. Olli, Jungs, Dominik beginnen jetzt. Olli und Dominik beginnen jetzt. Fabi Kraus. Für Michi wird ja schon aufgenommen, oder was? Hat er schon aufgenommen oder was? Jetzt, Achtung. Triangel. Conny mit Haar. Ja. Das ist noch gar nicht so lange her, ne? Wo war das? Naja, Ich glaube, das war im Underground, oder? Also diesen America-Pullover. Das ist im Underground, wo ich, wisst ihr noch, kennt ihr die Story, wo ich dann eingeatmet habe und aus dem ja, Mikrofon aber- den Schweiß Den von Schmack keine ein- Ahnung wie vielen Jahren 20 gesaugt Jahren. habe. Warte mal, aber guck mal hier sind die Fotos vom allerersten Auftritt noch dabei. Die Anfänger im Jugendheim in Gronau. Hey, da ist er. Michi! Oliver. Na, wo kommst du denn her? Von der Valeria oder was? Von zu Hause. Schön. Sind wir hier wieder? Wieder, geht Alter. von vorne los. Richtig. Back to the roots. Ja. Alles zyklisch. Heißt jetzt Cross. Das stimmt. Früher war das unsere 2000er Location gefühlt, ne? Krass. Aber es ist bestimmt noch der alte Kicker von unten, oder? Nee, stimmt. Aber der alte Billardtisch ist es. Wie geil. Ah! Krass. Haben die das? Naja, aber so klein ist es gar nicht. umverwandelt hier. Die Junge, die sich die Anfänger nennen. So stand er hier, Opa Robert. Ich wünsche euch viele Fortschritte am ersten öffentlichen Auftritt. Die junge Anfänger. Über den Wolken. Ei, ei, ei. Ich war ja bei dem ersten Auftritt gar nicht dabei. Nee, du warst Ich weiß noch gar aber nicht noch- Mitglied. Du Genau. bist gar kein Gründungsmitglied. Ich weiß aber noch ganz genau, wie meine Eltern an dem Abend, ich bin ja halt auch 2 Jahre jünger. Ah gut, Dominik durfte da wahrscheinlich schon länger raus als ich. Aber ich weiß Stimmt auch, wie nicht. meine Eltern an dem Abend wiederkamen und meinten so, ja, hier der Olli, der Dominik und der Michi, die haben ja da Musik gemacht und so. Das war gut, haben die gut gemacht, die Jungs. So. Du, ich weiß noch, der Michi immer wieder, wenn ich bei Michi war, der Dominik fragt jetzt schon wieder gefragt, so, ob er irgendwie bei uns in die Band darf. Was will der denn bei uns in der Band? Du spielst Schlagzeug, ich spiele Gitarre. Wir haben alles, was wir brauchen. Man sieht Pistolen, Schützen, Drachen raufen durch die Nachtstadt. Prinzessinnen sind auch da. Sie sind aus ihrem Schlaf erwacht. Also ich hatte, glaube ich, den letzten Auftritt, das war November 2017. Das war, glaube ich, so eine Woche nach dem 11.11., wo ich dann halt auch schon gemerkt hatte, so okay, ich bin halt irgendwie so körperlich irgendwie so ein bisschen runter irgendwie und deswegen halt mal eine Auszeit nehmen und deswegen habe ich dann halt auch darauf die Session halt auch erstmal dann nicht gespielt. An Karneval natürlich, ne? Also ich meine, da musst du halt funktionieren, ne? Und dann, wenn das dann halt echt auch mal irgendwie so knapp 3 Monate geht, ne, dann kannst du dir halt auch nicht erlauben, da mal irgendwie auszufallen. Und beziehungsweise, wenn du halt irgendwie ein Wehchen hast, so, dann heißt es halt irgendwie, ja komm, beiß die Zähne zusammen, ne? Ab geht's auf die Bühne. Ne? Wenn ich dran denke, dass der Olli dann halt mal im Karneval im Bus saß mit krass Zahnschmerzen und so weiter, ne? Und auf der Bühne dann hat er halt wieder funktioniert. Vor der Band hatte ich ja auch in der Kita gearbeitet. Und das wird dann jetzt wahrscheinlich so der nächste Schritt sein, wenn man mit den Kindern dann halt auch irgendwie Musik machen kann, auch zusammen Lieder schreiben kann und so.
erfüllt mich das doch schon sehr, genau. Mit der Bühne habe ich abgeschlossen. Also das war jetzt so ein Lebensabschnitt, den habe ich halt auch genossen. Das war jetzt der Part und jetzt beginnt für mich halt ein neuer Part. Fair Play und große Schnauze ist das Wichtigste beim Kickern. Kevin muss richtig schlucken hier. Soll ich mal nach hinten? Ja. Ja? Man mag es gar nicht glauben, wie gut das ineinander gegriffen hat so und weiterging. Und für alle Beteiligten irgendwie auch gut war. Für die Band war es natürlich sehr schwierig, weil die schon so lange zusammen sind. Ne? Da sich auf jemanden Neuen einzulassen oder jemanden zu verabschieden vor allem, ist erstmal wahrscheinlich gar nicht so einfach. Tja, ob wir jemals wieder hier hinkommen? Vielleicht. Alles hat seine Zeit. Das war hier unsere erste CD-Release-Party. Ja, dann warst du, das müsste eigentlich die Zeit gewesen sein hier. Das war aber noch vorher, oder? Das waren die ganzen Jugendkulturzentrum-Zeiten. Hier auch, geil, vom Solero-Bus. Was ist das auch für ein geiles Bild hier? Ich mit der Amsteldose. Aber guck mal, der Ollis Haare. Hier waren 3 zahlende Gäste. Das ist der legendäre Auftritt, wo, wie hieß die vor uns? Die Band, die nach uns gespielt hat, Spurf Larke oder irgendwie sowas? Ist das im Sonic Ballroom? Ja. 3 zahlende Gäste. Alter, was habe ich für eine geile Frisur denn da? Hast du mal gesehen? Guck mal. Da wurden wir ein bisschen zu alt für die Jugendkulturzentren hier im Umkreis. Und ja, dann haben wir dann damals gesagt, okay, eigentlich, Kevin war in der Ausbildung, der hatte auch nicht immer mehr Zeit und das dümpelte so ein bisschen vor sich hin. Und dann hatten wir irgendwann mal gesehen, so gab es beim Kölner Stadtanzeiger halt den Bandwettbewerb Köln rockt. Und dann haben wir gesagt, ja, wir machen es einfach mal. Da ging es schon gut ab. Ne? Da hatten wir viele Freunde natürlich dabei und haben den Laden da gut auseinandergenommen. Die Siegerehrung, also angesagt wird, ja, bist du Nummer 4 nicht, bist du Nummer 3 nicht, bist du Nummer 2 nicht. Und da dachten wir schon, ja, die haben uns wahrscheinlich vergessen. Wahrscheinlich wären wir gleich noch als, ja, ihr wart ja auch noch dabei. Nee, wir gewinnen das Ding. Das war halt schon krass, sehr unwirklich. Boah, ich war damals echt großer Brings-Fan. Und dann konnten wir da halt im Stadion als Vorband spielen. Ja. Und das war heftig. Also ich hab eben noch mal so überlegt, wir haben uns bei dem Konzert irgendwie gar nicht kennengelernt, weil was ich noch weiß, dass der Stadtanzeiger halt dieses Köln rockt gemacht hat und wir hatten zu unserem Jubiläum so eine Kooperation mit denen und die haben dann gesagt, kann die Gewinnerband da als Vorgruppe spielen? Wir haben gesagt, ja, alles klar, gerne. Und wir haben weder vorher Alkohol und Drogen zu uns genommen, noch nachher, was ich im Nachhinein sehr schade finde. Und das hätten wir einfach mal machen sollen. Aber ich habe auch vielleicht jetzt eben noch mal überlegt, vielleicht habt ihr euch auch nicht in unserer Garderobe getraut, aber irgendwie sind wir uns da nicht wirklich näher gekommen. Nee, das war, wie gesagt, einmal beim Soundcheck haben wir vor der Bühne kurz gestanden und da meinst du, da kriegt man noch ein bisschen Schiss hier. Das war so der Moment, aber danach, so, ihr habt ja Backstage oder nach dem Gig habt ihr nochmal gespielt auch. Ja, zweimal. Da waren wir total schüchtern irgendwo in der Ecke halt und wollten uns jetzt auch nicht so aufspielen, so hey, hier sind wir. So. Naja, wir haben ja auch Köln Rock eigentlich noch so mit so ganz alten Sachen gemacht. Eigentlich, da haben wir ja so komplett Hochdeutsch auch gesungen. Und das war halt so gerade so der Wendepunkt und deshalb wussten wir auch oder im Stadion halt bei euch nicht so richtig, was sollen wir da jetzt überhaupt spielen und so. Das war so, da standen wir noch so zwischen den Stühlen und ab dann hat sich das ganze Ding immer mehr gefestigt. Wir haben uns zum Schreiben verabredet, haben uns 5 Tage eingeschlossen in so einer Holzhütte in Bad Arolsen am Twistesee. Und ja, da sind wir gerade eine Runde spazieren gegangen, weil wir mal kurz fiel uns die Decke auf den Kopf und da sind wir ein bisschen rausgegangen. Die Kreativität einfach laufen lassen, so einfach nur damit beschäftigt sein, Handy aus. Vielleicht hat einer auch eine Akkordreihenfolge, spielt was auf Gitarre oder man nimmt das halt auf als Loop, lässt das die ganze Zeit laufen und ja, man brät sich irgendwas in der Pfanne. Und da haben wir tatsächlich Et Jitke Wort geschrieben. Ja, man ist dann halt auch irgendwie ein bisschen bekloppt und so, dann ist es nachts 4 Uhr und so und dann lässt man die Aufnahme nochmal laufen und dann steht man da auf dem Tisch und wir feiern uns irgendwie selber. Und dann haben wir uns auch vorgestellt, wie wir es schon so live performen und so und dann dachten wir so, ja, das muss es doch sein und so. Aber wir waren schon sehr selbstbewusst bei der Nummer. Also wir haben schon gesagt, also wenn wir mit dieser Nummer jetzt nicht landen, dann gehen wir ja oben in den Hauptes, weil dann haben wir keine Ahnung von dem, was wir hier überhaupt machen. Und ich weiß, dass uns auch, damals war ja auch noch diese Vorstellabende, haben wir damals noch gespielt.
Und ich weiß, die hatten damals auch eine höhere Gewichtung. Und ich weiß, dass viele Leute da gesagt haben, was wollt ihr mit so einer Nummer im Karneval? Die kann doch mit 2,0 Promille keiner mehr mitsingen. Und dann haben wir gesagt, ja gut, das ist ja auch nicht unser Anspruch. Ich bin Lokalpatriot, mit stolzer Brust schwingen, fahren, schwingen, Rot und Wies. Ja, und man muss sich trauen. Und ich fand, als ich dann euer Song gehört habe, ich sag jetzt mal davon abgesehen, dass das jetzt ein Kölner Thema war und Kölsch gesungen war, war das ganz normale Popmusik. Und da wussten wir, jetzt fängt es an, hier Spaß Musik zu machen, weil da hat sich auch was echt geändert, ne? Auch mit den Casalla-Jungs und so. Da hat sich in der Musiklandschaft was geändert und ich glaube, das hat auch vielen jungen Leuten, wie sage ich jetzt mal, jungen Bands, den Mut gegeben, dass man da wieder hingehen kann und richtig Musik machen. Ja, klar. Jetzt kein Wort, das sagen, was ich fühl, wenn ich an Köln denk, oh. Wenn ich an Mingheimer denk, jetzt kein Wort, das sagen, was ich fühl, wenn ich an Köln denk, oh. Wenn ich an Mingheimer denk, jetzt kein Wort. Ja, und das war auch so ein bisschen der Türöffner für alles das, was dann so kam. Weil dann kam halt hier... E-Werk. Genau, E-Werk. E-Werk, die Lokalpatriot darauf. Also es war quasi der Startschuss, dann haben wir Höchstadt die Weltstadt danach gehabt. Ja. Dadurch ein super erfolgreiches Album gehabt, Lokalpatriot. Wurde das alles sehr populär und dann haben wir die Deutschlandtour ja gespielt, teilweise in... Genau, hier, das ist in Münster im Backstage vom, wie hieß der Laden? Sputnikhalle, hier in Bremen. Bremen vom Weltkulturerbe Rathaus. Hier in Hamburg, komplett verschwitzt nach dem Gig im Kaiserkeller. Ja, und dann wurde ja quasi das E-Werk auch zu unserem Zuhause. Ne? Dass wir eigentlich da jedes Jahr mindestens, also ich glaube im ersten Jahr haben wir nur einmal gespielt, danach haben wir sogar jedes Jahr zweimal gespielt. Ich weiß noch, dass wir irgendwann gesagt haben, so, wir haben bisher im E-Werk gespielt, dann der nächste Schritt, Tanzbrunnen. Den Tanzbrunnen kannst du ja spielen, wenn du auch nur 3.000 oder 4.000 Leute hast, das ist immer noch cool. Aber dann wurde es immer voller und 3 Monate vor dem ganzen Ding war das Ding ausverkauft. Ja. 13.500 Leute, das war fett. Und ein halbes Jahr vorher kommt dann ein Anruf, da möchte jemand mit mir sprechen. Okay, wer denn? Ruft der Lukas an. Ich habe mit ihm WhatsApp geschrieben. Ich bin gerade noch beim Physio, können danach sprechen. Dann haben wir Motoris kennengelernt. Ja, und dann fügte sich das Thema auch dann, ne? Guten Morgen, meine heißgeliebte Stadt, die Königin der Welt, doch wenn ich Reisefieber hab. Aber heute muss ich gehen, ein Abschied auf Zeit. Was ich für dich empfinde, ist was Liebe heißt. Also ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber also ich habe so diese Kickse, ich kann keine 2 Wochen am Stück Urlaub machen. So, wenn ich 10 oder 7 Tage weg bin, kommt so dieses Heimweh direkt oder ich will nach Hause. Keine Ahnung. Da waren wir, ich glaube, 11 Tage auf Mallorca und am 7. Tag ging das so los. Ich dachte, ja, jetzt könntest du ja auch mal wieder nach Hause. Und dann, bis dahin habe ich irgendwie, weiß ich, hin und her überlegt, was schreibst du, was ist so der Ansatz der Nummer. So, weil ich so das Gefühl von Heimweh kennst halt nicht, wenn du nicht weg bist. Bin damit dann zurückgekommen, habe ihm das gezeigt, war alles cool und dann fehlt halt echt nur noch der Refrain. Und dann ging halt die Überlegung los, wen fragt man? Ehrlich gesagt gab es da nicht so viel Auswahl, weil wir gedacht haben, ey, muss irgendwas sein oder muss irgendwer sein, der so ein bisschen ähnlich wie wir ist. So, ich sag mal, ist immer scheiße, wenn man von sich selbst als bodenständig spricht, aber so eher normal halt irgendwie. Vollkommen normal, totlangweilig, total dumm. Nein, also vollkommen normal, einfach so einfache Jungs, bisschen Indie irgendwie und die halt irgendwie das Gefühl mitverkörpern oder mittragen können. Ja, Olli ist einfach, was das angeht, ja auch mega, sagt halt, ne, ich mache halt Musik, die mir gefällt und jetzt keine Auftragsarbeit. Und ich bin halt mega FC-Fan und ich fand das so, wow, geil, da hab ich mega Bock drauf. Und das war aber ein ganz geiles Ding, weil wir natürlich erstmal nicht wussten, wie soll sich diese Nummer überhaupt entwickeln. Aber das Geile war, hier sind 3 Leute zusammengekommen, die ihre Stadt total lieben. Also 3 Parteien, sag ich jetzt mal. Und das hat sich so geil zusammengefügt. Die wollen CDs kaufen, die Nachbarn morgen. Ja. Komm schon morgen, Junge. Also alle Briefkasten. Abi, wir brauchen CD, ja, Abi. Ich nehm dich überall mit hin.
dass das Presseecho mit einem Weltmeister so groß ausfällt, das haben wir gar nicht auf dem Schirm. Das war so ein sehr subjektives Empfinden. Aber klar, und du lernst aber Lukas kennen und lernst dann die Person Lukas kennen und blendest dann auf einmal diesen Fame, der um ihn herum ist, komplett aus. Von der ersten Fahrt auf dem Dreirad bis zum allerletzten Herzschlag bist du Heimat. Egal wohin der Wind mich trägt, ich nehm dich überall mit hin. Oh, oh, oh. Und bin ich auch am Ende von der Welt, ich komm zurück, ich komm irgendwann zurück. Liebe deine Stadt. Warum haben wir eigentlich keine Box dabei? Das wäre jetzt so geil hier. Ich hab ein Wort dabei. Na los. Ich auch so meinen Vater in den Ohren habe, der immer gesagt hat, so hey, probiert doch mal mit Kölscher Musik aus, die wir ja auch schon, unsere Väter ja auch schon Bands hatten und Kölsche Musik gemacht haben und auch immer mal gesagt haben, probiert das doch mal aus und das könnte super funktionieren. Und jetzt, wenn man die Jahre so rückblickend halt betrachtet, irgendwie, das hat funktioniert und dass sich das so gegipfelt hat, dass wir jetzt hier stehen so und ja, und diese Halle voll machen, das ist schon total crazy, ey. Ja, wird doch ein entspannter Abend. Ja, ganz easy, ja. Es geht noch. Also ich kann mir das jetzt auch noch gar nicht vorstellen. So, ich weiß auf jeden Fall, dass ich ultra nervös sein werde, aber ich freue mich auch total drauf. Ich glaube, das ist so, ich weiß nicht, das ist so ein Moment, glaube ich, so, also ich weiß nicht, es gibt viele schöne Momente in meinem Leben, aber das wird auf jeden Fall einer, glaube ich, werden, so, der wird zu den schönsten zählen. Hör auf, ich muss mich konzentrieren. Tataki! Steht durch an mir, zusammen im Kreis und die Welt um uns rum weht ganz leis. Auch Täler und Flüsse entzweien, bauen wir Brücke, die uns vereinen. Dafür kämpfen wir, so schlägt uns Herz und die Hoffnung, die stirbt zuletzt. Die stirbt zuletzt.